alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 4. Ich habe ja vor kurzem ein Video hochgeladen, wo noch ein paar recht viel Freude daran hatten an diesem Video. Und ja, wir machen jetzt weiter. Als nächstes Rennen ist jetzt Malaysia dran, in Sepang. Oder beziehungsweise Sepang in Malaysia, so ist es wahrscheinlich richtiger. Und ja, wir legen los. Wir gehen jetzt erstmal ins erste freie Training rein. Okay, es ist einmal trocken. Ich hoffe, es regnet wieder nicht. Wir haben ja im letzten Rennen in Australien haben wir ja Regen gehabt, leider. Und ich hoffe, dass... ja, ich habe mein Lenkrad wahrscheinlich nicht kalibriert. Okay, ich muss schon mein Lenkrad kalibrieren und dann komme ich gerade wieder. So, wir sind jetzt wieder zurück mit dem kalibrierten Lenkrad. Ist einfach ein bisschen doof gemacht. Ich muss jedes Mal wieder mein Lenkrad frisch kalibrieren, wenn ich da wieder weiterfahren will. Und ja, wir gehen da mal raus, würde ich mal sagen. Beziehungsweise tanken. Kann ich da noch irgendetwas ändern? Für 4 Runden. Wir nehmen mal weniger. Kann ich auf eine 0 Runde. Für eine Runde macht ja gar keinen Sinn. Wir nehmen mal 3 Runden. So. Und gehen wir mal raus da. Let's go! Ja, also viele haben ja das noch lustig gefunden, das Game. Ich selber finde es sehr lustig. Und darum machen wir jetzt da noch ein bisschen weiter. Ja, wir probieren mal eine ganze Saison zu fahren. Letztes Mal sind wir eigentlich nicht mal so schlecht dran gewesen, haben aber dann ein paar Fehler gehabt und sind dann, was sind wir, der P16 oder 14? Ah, ich muss rausfahren da. Passiert ja nicht automatisch. So, mal wieder auf die Perspektive, dass wir ein bisschen mehr sehen. Let's go! Sepang, richtig geile Strecke, oder Malaysia besser gesagt. Es ist leider schon seit Jahren nicht mehr im Kalender. Ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal gefahren wurde. 2016 kann das sein? Oder ist es 2017 noch gewesen? Könnt man das gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob es 2017 oder 2016 war. Ich meine 2016. Ich weiß es nicht mehr, aber sehr, sehr geile Strecke. Da muss ich jetzt mal wieder ein bisschen drauf fahren, ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Oder einmal... Oh, auf dieser Strecke schon lange nicht mehr. Wer ist hinter mir? Ah, so eine... Williams ist hinter mir, hä? Den schütteln wir jetzt einfach ab hier. Wahrscheinlich wird er einfach viel schneller sein als ich. Wow. Okay, jetzt habe ich den Kurvenwinkel voll verpasst. Jetzt ist es einfach wieder zu viel eingelenkt. Und dann gehen wir mal schon am besten jetzt gerade ins Qualifying, würde ich sagen. Let's go. Schönes Wetter. Das finde ich sehr gut. Und jetzt hoffen wir einfach, dass der liebe Wettergott in diesem Game auch ein trockenes Rennen macht und nicht, dass es wieder regnen. So, okay, wir gehen schon Tank. Nehmen wir ein bisschen weniger Sprit mit. He? Let's go! Raus da, würde ich behaupten. Muss ich tanken. Da müssen wir eigentlich viel weiter aussen reinstechen. Ich bin da immer ein bisschen zu direkt. Oh! Hä? Hä? Was ist los? Ich kann nicht fahren, ich kann nicht lenken, er lenkt einfach... Hä? Ah, mein Lenkrad hat abgeschaltet! Mein Lenkrad hat einfach abgeschaltet! What? What? Moment! So, also wir sind wieder zurück. Ich hoffe, jetzt verhält mein Lenkrad. Keine Ahnung, was jetzt das war. Mein Lenkrad hat sich einfach disconnected vom PC und ist dann nachher nicht mehr gegangen. Ja.
Keine Ahnung, was es war. Wir gehen jetzt einmal wieder raus. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Sprit mit, weil wir haben vorher schon Spritmeldung bekommen. Also von der ersten Sekunde habe ich gemeint, wir haben keinen Sprit mehr und dann zieht er einfach automatisch über. Aber es war wirklich einfach nur, dass mein Lenkrad einfach Connection verloren hat. Keine Ahnung, ich habe jetzt an einer anderen USB-Schnittstelle angeschlossen. Also, dass es eigentlich nicht mehr so passieren. Das war ja vorher bei einem 2.0 Anschluss gewesen, oder sogar noch älteren. Ich weiss nicht einmal, was es für ein Anschluss ist, weil mein PC ist eben nicht der neueste. Aber jetzt ist er an einem 3.0 und dort hat er sicher genug Strom drauf. Wir schauen mal, aber bis jetzt funktioniert es einmal. Schon mal ein gutes Zeichen. Okay, das war ein bisschen langsam gewesen, aber die Linie war nicht so schlecht gewesen. Oh shit, oh mein Gott, okay. Oh nein! Ah! Ganz schnell abgeschaltet, hat es mir gerade hinterher blockiert. Ah, das wäre nicht mal so eine schlechte Runde gewesen. Wir probieren gerade nochmal eine. 5 Zettel schneller als der Coulthard, fast 6 Zettel sogar, heftig. P8 bin ich aktuell. Oh nein, da rutsche ich immer. Besser als vorher. Obwohl auch nicht optimal. Woo, Baby! 1,38, holy shit! P1 gerade. Wir sind in der Pole. What? Ist das Qualifying fertig oder was? Hä? What the fuck? Hä? Willst du mich fragen? Nein, wir haben nicht Pole, oder? Du kannst einfach im Hintergrund die Leute am Jubeln noch. Okay, wir gehen jetzt mal in die Box. Aber das Qualifying ist ja noch nicht fertig, nehme ich jetzt an, oder? Aber die fahren jetzt mal raus. Es ist noch nicht fertig. Aber ich fahre jetzt nicht mehr weiter. Ich meine, ja, gute Zeit hergeklatscht. Ich weiß nicht, ob KI das noch schafft. Wir schauen jetzt mal dann. So gut, wir haben auch Pole. Also wir schauen mal, wir sind aber knapp nur auf der Pole. Also da fehlen nur 9 Hundertstel dazwischen und dann nachher wäre eigentlich der Häkkinen auf der Pole. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwie kann... Seit 6 Minuten noch, 6 Minuten geht's. Kann ich das auch irgendwie überspringen? Geht echt das? Das nimmt mich hure Wunder. Dass ich jetzt sage so... da kann ich Zeit überspringen. Okay. Oh, jetzt... Okay, P3! Okay, das ist jetzt Zeitraffer, ist relativ schnell gegangen, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wir sind auf P3, okay. Michael Schumacher hat Pole geholt. Okay, die sind doch nochmal ein bisschen schneller gewesen.
Beziehungsweise auch der Schumacher war relativ schnell gewesen, der Häkkinen. Nein, der Barrichello ist ja dann nachher, wo auch, ja, nicht viel schneller war als der Schumacher, aber ja. Wir haben doch noch ein bisschen Abstand zum Barrichello, da möchte ich eigentlich sagen, damit. Und ja, dann gehen wir jetzt ins Rennen. Let's go, würde ich sagen. Aufwärmen vom Rennen lassen wir, glaube ich, so aussen, weil das müssen wir ja nicht fahren. Das war ja letztes Mal unnötig. Wir gehen einfach direkt ins Rennen. Da sehen wir die Startaufstellung. Also Schumacher auf der Pole, dann kommt der Barrichello. Dann kommen wir mit unserem Minardi, mit dem Alonso. Mika Häkkinen kommt dann, es sind 11 Runden gesamthaft. Dann kommt der Juan Pablo Montoya, dann kommt der Trulli kommt, Alesi, Coulthard, schlechtes Qualifying P8, Panis, Räikkönen P10, Villeneuve, De La Rosa, Heidfeld, Heitzerrad Frenzen, Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella, Jos Verstappen, Eddie Irvine, Jenson Button, Alex Young und dann nachher haben wir den Bernoldi auf 21 und Enge auf 22 mit dem Prost. Und es bleibt schön. Oh, geil. Es bleibt schön. Let's go. Oh mein Gott, das Rennen wird jetzt so witzig werden. Vielleicht haben wir einen guten Start und können gerade irgendwie vorstechen. Ich hoffe es einmal. Jetzt bin ich... So, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Es ist lang gegangen, bis die Lichter ausgegangen sind. Wir starten aber hier in Sepang Grand Prix. Oh, die beiden Ferraris sind schon ziemlich schnell. Weit draussen, der Barrichello Schumacher hat auch ein bisschen rausgezogen noch. Ich habe die Innerbahn vom Barrichello, er ist immer noch rein, glaube ich, nein, er hat zurückgesteckt. Und wir sind auf P2. Vor uns Schumacher können wir ihn einholen mit einem besseren Exit, ich glaube nicht. Ja, Schumacher im Ferrari ist halt dann doch relativ schnell, würde ich mal behaupten. Oh, da haben wir immer noch den Frontflügel verloren! Da haben wir den Frontflügel verloren und hat den Schumacher ins Käsebett rausgekickt. Was für eine erste Runde! Oh mein Gott! Der Alonso, der Rookie in der Formel 1 schießt der amtierende Weltmeister. In der zweiten Kurve. Nein, nicht die zweite Kurve, was war, aber die vierte Kurve schießt dann raus. Wir müssen jetzt in die Box zurückgehen mit unserem neuen Flügel. Oh, der wird immer noch touchiert! Von Panis! Glaube ich. Das hat eine Massenkarambolage gegeben. Safety Car gibt es übrigens in diesem Game nicht. Also nicht verwundern. Safety Car gibt es hier nicht in diesem Game. Wir müssen jetzt unbedingt möglichst schnell wieder in die Box kommen. Es sind natürlich jetzt viele Punkte, die uns durch die Lappen gehen. Wir müssen uns daran erinnern, es gibt nur ab P8 Punkte. Und ja, ich merke natürlich den Spoiler, der mir jetzt fehlt. Aber bitter ist es für den Schumacher. Was für eine erste Runde! Okay, wir gehen jetzt zurück, holen uns einen neuen Spoiler. Oder Frontflügel, sorry, ich sage immer Spoiler, ich weiss. Schumacher ist, glaube ich, auch noch im Rennen, so wie ich es mitbekommen habe. Der ist nicht draussen. Oh. Ja, und ohne Frontflügel kann man natürlich nicht mehr so viel machen, sage ich jetzt mal. Eieieiei, was für ein Start hier in der Sepang Grand Prix, der Malaysia Grand Prix, muss man ja sagen. He? Mit Sepang. So, wir gehen hier mal in die Box rein, holen uns die neue Nase, neue Reifen. Tanket wird auch noch, habe ich gerade gesehen, im Rückspiegel dort. Let's go, also weiter geht's. Suboptimaler Start, wir sind Letzte. Und dann versuchen wir mal das Feld aufzuholen. Wird natürlich schwierig werden, weil es gibt leider keinen Boxenstopp. Bei nur 11 Runden. Aber mal schauen, was noch alles passiert. Es gibt ja sehr, sehr viele Ausfälle in diesem Game. Solange es uns betrifft, ist alles gut. Aber ich versuche einfach schnell in Runden zu fahren, dass wir die wieder einholen. Aber die werden schon einen recht grossen Vorsprung haben, nehme ich jetzt mal an. Oh, da steht einer! Ein McLaren! Der steht einfach dort draussen! Was ist passiert?
Ich weiß nicht, was es war, ob Coulthard oder Häkkinen. Wir sind jedenfalls auf P21 jetzt. Was für ein Start, wie wir das jetzt durchgemischt haben, das Rennen. Ey. Ich gehe gerade nicht in die Box, weil scheint der Young in die Box geht, also mein Teamkollege. Scheint hat er auch irgendwie einen Schaden gehabt oder irgendetwas ist passiert. Aber die Boxengasse ist gerade geschlossen für mich. Oh, da vorne war gelb. Ah, dort draussen steht einer! Dort draussen fährt einer raus, ich weiß nicht, wer das ist. Mal schauen, es wird sicher angezeigt, aber ein Fahrer ist aus dem Rennen rausgeflogen. Jetzt hat er nicht gut erkannt wegen dem... Ja, Young ist draussen. Mein Teamkollege ist ausgefallen. Der hat scheinbar einen mechanischen Fehler oder was auch immer gehabt. Das kann mir auch wieder fahren eigentlich und das bin ich mir wieder. Die Curbs da sind eben auch leider der Horror. Also... Das Rennen hat so gut angefangen für uns. Da vorne steht schon wieder eine gelbe Fahne. Der sagt rein, was ist da wieder passiert? Hat es einen Spin gegeben auf einem... Also, meine Güte, was da für Action ist. Leck du mir. Oh, da ist schon mal einer draussen. Ein Sauber. Hat sich rausgetragen wahrscheinlich. Ja, wie oft dass sich da das Auto wegdreht. Wir sind momentan recht gut unterwegs, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt ein bisschen ruhig, habe mich ein bisschen konzentriert. Wir sind sehr schnell unterwegs gerade. Mal schauen, was wir jetzt so für eine Zeit rausholen. Ob es für die beste Zeit langt, weiss ich nicht. Ich denke weniger. Aber wir sind momentan recht ewig unterwegs und ich glaube, es kommt gut. Mittlerweile P19 wieder. Es ist halt schade, dass es am Anfang nicht gerade so geklappt hat, wie ich wollte. Aber ich muss auch ehrlich sagen, der Schumacher hat recht früh abbremst und ich habe nicht damit gerechnet. Da vorne ist, glaube ich, ein Prost. Wenn ich es richtig sehe, die sind ja eh nicht so schnell. Wir holen gut auf momentan. Wir sind auch recht schnell unterwegs, wie schon gesagt. Wir haben auch natürlich jetzt ein recht leichtes Auto. Es geht natürlich auch schon wieder gegen Ende des Rennen zu. Es sind noch 3 Runden. Ja, die fahren hier recht langsam durch. He? Aber ich glaube, er hat irgendwie einen Fehler oder ein Problem. Weil der fährt mir zu langsam, habe ich das Gefühl. Also ich weiß es nicht, aber mir tut es irgendwie, der fährt recht langsam. Also 38,17. Ich würde ja gerne auf die schnellste Runde gehen. Aber ich glaube, für da ist mein Minardi einfach ein bisschen zu langsam und das bin ich mir wieder rein! Oh Mann!
Jetzt müssen wir dort den Prost wieder holen. So, jetzt vielleicht bei dieser Kurve vorne am Anbremsen. Wo so oben vielleicht? Jawohl. Oh, da verbremse ich mich wieder. Aber er greift nicht an. Sehr gut. Okay, wir haben P18 wieder zurückgeholt. Hä? Das ist fertig, oder was? Nein, so ist doch noch nicht fertig. Ah, der steht da. Ah, der ist jetzt eben. Ich wollte gerade sagen, wie ich an Zielfahne war, dachte ich so, hä? Aber wahrscheinlich war der Rubens Barrichello relativ nah hinter mir, ist darum. Aber wir müssen gleich da noch Gas geben. Für uns ist das Rennen noch nicht fertig. Aber ja gut, dann würde ich mal sagen, wäre es von dem Rennen in Sepang. Wir haben ja mehr Möglichkeiten gehabt, wir hätten mehr Potenzial gehabt, da etwas zu holen. Wir haben es halt wirklich eigentlich dort in dieser Kurve, wo wir die Kollision mit dem Schuhmacher hatten, vergeben. Aber gleich, wir sind sehr schnell unterwegs gewesen und ich glaube, wir wären gut dran gewesen, da noch mehr rauszuholen. Aber es ist mal wie es ist, wir sind P18 geworden. Und ja, dann würde ich mal schauen, was wir im nächsten Rennen rausholen können. Und jetzt schauen wir da mal auf Gesamtwertung. Wir sehen, Rubens Barrichello hat gewonnen, dann kommt der Trulli Alesi, also beide Jordans sind auf P2, P3. Gute Punkte geholt. Dann kommt der Villeneuve, Panis, auch BAR hat sehr gute Punkte geholt. Danach kommt der Ralf Schumacher im Williams, David Coulthard, McLaren und dann der Eddie Irvine im Jaguar. Das heisst, der Mika Häkkinen ist der McLaren gewesen, den wir vorher gesehen haben, an dem wo wir vorbeigefahren sind. Und wir können jetzt auch noch schauen da. Da sehen wir auch noch. Das ist eben noch so spannend gemacht. Also wir sehen, der Schumacher ist runtergedroppt auf. Kann ich ihn markieren? Geht das? Kann ich ihn... Also das ist jetzt meine da. Ich habe eben aufgeholt dort wieder, wie wir sehen. Bernoldi war auch draussen. Also ist auch rausgeflogen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Der Schumacher, wenn wir ihn noch anschauen. Okay, der hätte nicht müssen in die Box. Darum ist er wieder an mir vorbeigekommen. Und der ist schon mal eigentlich recht weit raufgekommen. Aber da ist irgendetwas passiert, dass er wieder runtergedroppt ist. Er ist schon am Ende P13 geworden. Boxenstopps anzeigen. Wie sieht man das? Oder wo sieht man das? Warte mal, ich müsste jetzt rein theoretisch mich hier anwählen, weil ich habe ja einen Boxenstopp gemacht habe. Fernando Alonso. Und man sieht das irgendwie gar nicht. Okay. Naja, ist auch egal. Jedenfalls sind wir... wie du alles kannst ausdrücken in dem Game, ist unglaublich. Wir sind jedenfalls jetzt eben 18. geworden. Kein Punkt geholt. Meisterschaft ist Schumacher und Barrichello gerade mit 10 Punkten vorne. Also beide haben, sind auf P1 sozusagen, beziehungsweise Rubens Barrichello auf P2 jetzt momentan. Und Konstrukteurmeisterschaft, wenn wir hier gut reinschauen, sehen wir, Ferrari hat dort schon gute Punkte geholt, sind 6 Punkte vor Jordan mit Honda-Motoren. Und ja, dann würde ich mal sagen, was es war mit dieser Folge von F1
F1 2021, genau. So wie kurz. Ich meine, von Grand Prix 4 natürlich. Das wäre es mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen würde, ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und wenn ihr Bock habt, dann müsst ihr uns einfach in der nächsten Folge wieder. Das nächste Rennen ist in Spanien, glaube ich, wenn es mir nicht täuscht. Nein, Brasilien, Interlagos. Sehr geile Strecke. Ich freue mich schon richtig drauf. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaltet wieder rein. Nächste Folge dann, denke ich, plus minus etwa in einer Woche wieder. Mal schauen, vielleicht auch schneller, je nachdem wie gut dass ich bin oder wie schnell dass ich bin mit dem Kader. Aber ich glaube schon wieder viel zu weit. Darum würde ich nochmal sagen, merci vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, ciao!